I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I'm mad as hell! How am I not take this anymore? I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm not gonna take it anymore! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm mad as hell! I'm not gonna take this anymore! I'm mad as hell! I'm mad as hell! Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Jo, an die sidere Maggeschall Radio Ära op de Frequenzen 103,4 an 105,2. Et as Sendung an dann. Trotzdem mir jo alle Goe so gut bescheet wissen iwwer d'Geschicht vun eisem Lützeburger Land, will ich davon ein kurzes Resümee machen. Für die, die an der Schule gerade nicht da wären oder für die, die damals nicht aufgepasst haben. Wenn denen nicht alles bei Hand tut, was ihr braucht, man da schläft es nur bei, für dass ihr nicht dauernd müsst durch rennen. Oder mehr dich ein Tasse Kakao, Tee oder Kaffee, weil nur der Reklam geht es da los.
Vom Wasser ist eklig am Bekricht vom Wasser Bekricht eklig Wasser Offiziell ginn die eich Spuren, dats der ha gewunt hunn op d'Keltenzreck 200 Joer vir Christus. An well 100 Joer drop sinn d'Remer haier gefall, wie den Cäsar sech links Gallien an Norierts en Deel vu Germanien bis de Rhein, mat Eismatzen dran en dat de Nol gerat huet. Dat muss awer bal sein Zeifen Nol gewircht sinn, well hunnner sinn Kklengfanger Nielacher hätten Cäsar dat bestimmt net alles krit. Menuier. Lützeburg hätten zwar ewer vielleicht drnner krit, well dat nach so kleng wär, dats dat Dimmels nach überhaupt go net ginn ass. So kleng, dats net go net gesinn huet. Klitze kleng also. So gros ungefähr, dats et grad just nach engem wie dem Cäsar sei Fanger Nol gepasst huet. Das wat. Loget drin opgepasst. Wir wären dun haidenfalls mal ein Deel vom römischen Imperium, ein Deel ungefähr so groß wie die Fanger Nol. Dat hätte man ja dann lommel historisch für allemal festgeneelt. Aber d'Remer Dimmels grad am Gang wären, sich ganz Welt in der Tjeneel zu rappen, huet et gut 500 Jahre gedauert, bis als germanisch Franken am 5. Jahrhundert d'Remer endlich rausgeheit hun. Eigentlich müsste mir die Haut noch als Helde feiern, me haut et Welt sich gedreht, an dat ass da politisch net mi korrekt. Haut los ma jo lewer alles ran, a ginn hinnen entweder direkt van se hai geboren sinn oder no per Joer soziale Unterstützung d'Lützebauer Nationalitéit an och d'Wahlrecht. Da sudle man nach wie fir une puer Deeg den Herr den lo gleich kënnt, doriwer dats zu Lützeburg einfach net genug auslännesch Matbierger Wiele ginn, trotzdem sie dat dirfen, bei de Gemengen an den Europawahlen. Mehr hunn vun Ufang go gesot an eisem Wahlprogramm, dats Meer gern dat ganz iwwer Nationalitéit gi verklären. Mehr auf hier an der Vakanz gesot, wat als Idee sinn, an dats mehr der Meinung sinn, dat dat ganz zoll iwwer Nationalitéit machen, dats man so eng Vereinfachung machen, fir Nationalitéit ze kreen, dat muss méigch sinn, dats die Leiit, die ha ze Lützeburg geboren sinn, dat direkt mal überhaupt kein Diskussion mehr ass, dats die Leiit, die man Partner, wo man an der Zeit immer gesot gin ass ganz freier wäret so, van der man engem Lützeburger beschlutt gesit hue dat Nationalitéit geht, dat doch miss Meigkeet sinn, wann der man enger net Lützebäuerin oder engem net Lützebäuer bestört sind, dass den noch viel miséier keint Nationalitéit kreen, dass dat we ass fir d'Wahlrecht mat ranzuhöllen. An da sind dann eng gemeinsam Sensibilisierungsaktion soll Mäche fir die Leiit, fir das sie dann noch Nationalitéit huele. Wannnech nämlich Ziffre kucken, an Zölle kucke von all dene Leiit, die sich bisel agedrohen hun, bei Gemengewahlen oder bei Europawahl, von denen die Meigkeet hätte fir dat kennen ze meche, dat das ja erschreckend niederrech, wo Leiit überhaupt de Schwa dofu gemerkte an dofir Menge nicht, dass dat net unbedingte weh as W1 der méi mat dann als politisch Geschee mat raket. Bei de Gemengewahlen bei der Europawahlen, wann ihr awer guckt, das Europawahl awer ganz besonders, wat du sensibiliséiert gin fir das Leiitech soll nachschreiben an Twillerlicht. A wann da guckt, wieviel Leute stand du noch wirklich ageschrieben hunn, dann ass dat sehr wenig. Ob dat dann de Problem gifläse fir das méi Leiitech gife partizipativ in eisem Wahlsystem gife bedelegen, will ich awer do zweifle, wann ich gucken die Zuelen vun den Europawahlen ha vun 2014 a vun de Gemengewahlen vun 2011. Hun vun hun, dats mat Gesetze vun der Dëbler Nationalitéit rund 20.000 Leute eng de Mont gemerkte fir d'Dëbler Nationalitéit ze kreen. Dat ist ein grös Zöll, aber an Stadt vergleiche mat der kurzer Zeit, wo der besteht, a wieviel Leute dort op Zecke graf hun, a wieviel Leute vierdrun op Zecke graf fir erkenne vom Maus einer Wahlrecht zu profitieren. Solange du miss der Nationalität opgin hunn versterne, want dass du verschiedene Leute bedenken hat. Mir vun das Döbel Nationalität ass, as so kind den Neps dabei verleiert van der letzte Nationalität anerhält, mit das Klo vu nu an Gunnen wat mat dem geschitt. Wenn man bei den Ausländer no machen, die ageschriwe sind an die net ageschriwe sind, da kräme die nächste Diskussion ja so dann han drun. Wie se mat alle guten den Ausländer, die heize Lützeburg sinn, déi nach net ënner die Kriterien fale, weil se sech net agedroen nu bei de Gemengewahlen, weil se sech net agedroen nu bei den Europawahlen, weil se 8 Joer an eng Meint heisinn du no 2 Joer fortwen an Joer ëmkom sinn. Du fi se nicht der Meinung an noch CSV mé hunn de Prinzip demonstaritéiert, dat drum geht, wie dat iwwer Nationalitéit ze an Nationalitéit ze vereinfachen. A wann du da schon no 3 oder 5 Joer Lützebauer sit, dann ass dat filmmi en gros Partizipatioun, wie wann der 10 Joer muss werden, an du hut fir d'Eich du Europawahlen an du no Gemengewahlen deel go.
an dats se to awer Leiit ginn, die eng aner Menung hunn, an der tot der Geschicht, oder dat hunn ich auch kegem Moment ha verhemlecht, dat ginn der och die auch dat nach ze weit geht wat Merlo op dem Dëchgelete noch der Leitummer an der Partei mit dat ass die Menung, die sich majoritär rauskristalliséiert hunn, an dats fir déi wo CSV wert probéiere fir dats man déer kënnen. De Mando huet wahrscheinlich zuviel Schule mat gemer fir das Hirn nach Kind erkennen, dats die Leiit Europawelle refuséieren, well se näicht mat dem Butig fëllen ze dien hunn. Stell dafür, du bist Portugies oder Spanier, du bist seit de paar Joer zu Lützeburg ugemeldt an du kannst lo an d'Europawelle goen. Du seist, dass wenn's der EU dei Land der fir der méit Berg ageht, an du guckst du just Staatsschuld an d'Erbislosigkeit, 4 Euro a seit dem Euro. Du schläst ganz richtig daraus, dass Europa fir dei Land ein Katastroph ass. Wat sollst du dann fir dei Wiele goen? Lo bist du heit zu Lützeburg an den Herr Juncker as lo och en Deckdeier an dem ganzen Europafiasko. Sollst du dann dofir mal fir die stimmen? Du zweifel selber drun, dass den Herr Juncker lo den echten ehrliche Politiker sollt sinn, a willst da lieber go net. Well, wie kimst du dir dafür, wanns du die gewählt hast, an die gif Portugal oder Spanien nach méi an Dreck fallen, an et gift dinge Frin a Familie doheim nach mich schlecht goen, wie t'ine Lowel geht. Da kannst du doch net machen, an du gehst an dem Ganzen nach just Mediojaneen, a gehst da lieber überhaupt nicht an Europawelle. Außerdem wisst nach ganz gut vun doheim, wie korrupt die Pens überall an sowieso sind. Fertig. Da wärt auch lieber, bis es der wert aus Stimmen zu gehen. An de paar Jahr trittst du der allgemeine Ausländerpartei bei, weil die hier am Land an der Majorität sitzt, willst du am Referendum Matto 4 für das extra Zonen hier am Land geschafft gin, an denen die Lützeburger Naturschutz gestaltet gin, weil sie, wenn's ausstiven op der roter Luft am Ministère de l'Environnement aushängen, am Ministère des Infrastructures et du Développement Durable. Da das die freundliche Aderweis für die Probleme umzugehen. Ich geif allerdings mir hänge unfreundlich Manier proposieren, weil an ihrer Platz gewicht mache wie Jesuiten oder wie die Illuminati gife meren oder die Kommunisten oder die Außerirdisch, das ist doch alles dieselbe Butik. Ich gebe loch schon mal aufhängen, die Leute rüber zu checken. All der zum Beispiel 180 Steck, lass mal so ein Portugiese, gleichmäßig verdeelt an allen Dörfer von der Fils rüber bis auf Schieren. Ein paar kleine Promoteuren an Entrepreneuren ugestalt, da lebt dat. Die Leute, die kommen, bauen ihr Häuser direkt an selber. Wir hätten dann mal einen Bauboom. Wir könnten dieselben Exerzice auch gerade so gut mit den Preisen machen. Die hatten uns ja wel enker annexéiert. Just, dass mir Feder sowieso von hinne kommen. Naja, allerdings waren wir am 16. Jahrhundert bis Ende 17. Auch wel enker 130 Jahre in der spanischer Herrschaft. Dat war, wie man an der spanischer Seite von der Habsburg-Lindstungen, a wie die sich an der Stadt und dann mal op der Rum aquartiert hatten. Da sind wir auch nicht mehr weit von Portugal weg, oder wie? Naja, mit 180 Steckten der, hätten wir dann noch 3 bis 4 Jahre genug Portugiesen oder Preisen hier am Land, für dass sie an der Majorität sind. Man bis dahin hat die Regierung gebieterliche Gesetze en place, so wie den Herr von der meistgewählten Partei zu Lützeburg grad gesot huet, weil ja auch die Geringen und die Rot an der multikolore Regierung sind, bis die Projekte am Anfang nach Meseier Führung kommen, so dass dann an ein paar Jahren, wenn sich wie man nicht gewählt wird, jeder sich nur 3 oder 5 Jahre hier am Land einfach Lützeburger kann machen. Entretemps hat sich eine Partei, PP, den Parti Portugais, oder wenn Preise sind DD, für Deutsche Demokratie, abgesagt. Und sobald die letzten 180 Portugiesen oder Preisen dann hier 3 Jahre gekommen sind, kriegt die Partei über 50% von den Stimmen und stellt damit die Regierung. Alles proper demokratisch. Das erste Gesetz wird sie da stimmen, als das Lützeburg im Heim ins Reich an in Deutschland annexiert wird, oder wenn die anderen sind, dann wird Lützeburg eben eine portugiesische Kolonie. Mais entretemps fänken noch Belsch und den Trick zu verstohlen, an setzen mal für sich selber an nach denen all der 1000 Leute rüber über die Grenze. So geht das dafür bis Lützeburger Land an ein paar Generationen just nach eng einzig groß Autobahn mit Kirchbirch auf der Seite aus. Für was ein groß Autobahn werde ich froh. Und ich bin froh, dass ihr froht, weil ich hätte das jedenfalls auch nicht können so.
Wir sind an der Sendung an dann Radio R an mir landen lo direktrem bei eisen germano-fränkischen Helden, die hai Trämer endlich rausgeheit tun an zwerge mir an Joer 1963, wie mir hai nach immer zum Ostfränkische Reich geheiert hun. Der Grof Siegfried hat grad de Pater vun Träer die klenge Bockfiels mat enger Burchtrupp an enger Party Wirfelen aufgewonnen. Huet hinnen donno do fir een Terrain zu fehlen am Geeselach geschenkt. Mei well Timme war owes ëmmer ze weit fir heem wär, hueten sech an der Lusselinbohoek Bock neier gelos. Wo mat de Grundsteen gelecht huet fir eist Land, hiet Adelsgeschlecht an Demols fir d'Grofschaft Lützeburg. Dünnerst Wasser moll eng zeitlang gemiddellich duld sich drauf geplätschert, bis vun der Limboyer Seit de Grof Heini von Luxemburg am Jahr 1308 als remischdeitsche Kinnig gewählt gouf. Sei bof, de Johann von Luxemburg, mir nennen de Jean Bastoublin, die gouf 2 Jahre drop och nach Kinnig vu Böhmen, wat och a gut deckt fett Land wär. Jedenfalls ohne die 2 wäre mir wahrscheinlich einfachere Menker irgendwann an der Ulsicht innergegangen. Mit das grofe Geschlecht von denen Luxemburger, da das ungefähr eng Mischung zwischen Hamburger und Thüringer mat Mochter. Durch Siegrut als Land am Mittelalter eng wie Festplatz am Deutsche Reich, wat well seit dem 10. Jahrhundert och helligstremig Reich geheescht huet, mat ganze Königreiche an hunderte vu klenge Länder, Stadtstaaten, Grafschaften, Markgrafschaften, Fürstentümer, Groß- oder Kurfürstentümer, Herzogtümer, Großherzog an herrlich und Erzherzogtümer. Durch dem Heini an dem Blanne Jean hier gut erbicht gouf Grofschaft Luxemburg dun 1354 ein Herzogtum, an der das verdammt méi wie Schäfte gär. Ich hoffe, dir erkennt die fundamentalen Unterschied zwischen vierdrun enger einfacher sabbeliger Grofschaft an engem Herzogtum. Soll ich et soen?
Ma ganz einfach. Eng Grofschaft passt nach so just grad ënner dem Cäsar sein 7-0 mé en Herzogtum net an e Großherzogtum schon mal iwwerhält net. Nuance. Allerdings verstehe ich nach immer net, fir wer als Lützeburg nie zu engem Erzherzogtum bruecht huet. Leng willst der min net, wann hin darum die ganze Arbeit denkt an so weiter. Demals hatte mir 3 Zuchten der Luxemburger. Seit dem 13. Jahrhundert tabt Limburg-Luxemburg ab Heinrich V., die dichtigst Lin vun allen, weil sie an all der Zeit nief den Habsburger die meestremischtäitsch Kinnige gestalt hun, an dofir Haus Luxemburg genannt gëtt. Dann hatte man och seit dem 13. Jahrhundert bis mich spät Lin Luxemburg-Linie, L-I-G-N-Y, Linie-Lin, ma dat verhält sich darüber gut. Mit die 2 aus dem 13. Jahrhundert soll den net verwieselen am Haus Luxemburg vun 300 Jahr firrun, wat Wigeriche wären, och Ardenner Grofe genannt, a von denen jo als een gute Siegfried hier kom. Die 3 Linnen sie go net datselwicht an den Unterschied ass ungefähr so groß wie den tcht engem Thüringer enger Wein Soßis an enger Grillwurst, fir am heraldische Jargon ze bleiwen. Demals war Gott sei Dank auch nach ein ernert Patronshaus bei der Uelsicht am Melusine, der Schwärzer Gelfen, also die Zeit ha kein ginn, die wären demalsrem grad mat beschäftigten Popst zu hëllefen. Dat war auch lang ihr den Jazzclub sich am Melusine agenist huet. Eng Scheinzeit. Demals konst du nach an der Uelsicht schwammen erfischen. Et war einfach wunderbar. A wanns der wüscht goufs, dann hungst op der Marktplatz an der Sonnenhof, an de Ketten fir dich ze drechnen. Einfach herrlich. All der Duebs dat Leiter da geschenkt hun, et kom wie Dauwen op de Mund geflünn. Haut mischt dat chemi, weil haut henke noch Kameraden do. Et as lo, ënner der Luxemburg-Nassau-Lin. Die kommen ewer reich 1890. Sie hatten irgendwo ënner weden Zug verpasst. Mit Demals war als den allerechten Herzog den Wenzel eenent. An Donno mich speit huet den Sigismund vun der Limburger Luxemburg et sogur bis zum remisch-deitsche Kaiser bruecht. Stell dich dat mal vor, e Luxemburger wär Kaiser vun halb Europa. Dat war eng richtig Glanzlichtung méi, wie mechtens, die op engem Gebiete so dichtig sinn op engem anderen eng komplett null. Den Idiot huet nämlich fertig bruecht, kee bouf ze hunn, so dats du mat Tablin vun dem Haus Luxemburg 1437 ausgestuerwen ass. Versteht mich net falsch, ich so net, dass unbedingt e Bouf brauch. Mee als Kaiser kind den sich do aldewer vielleicht e bësse mi meigin. Hat quasi 70 Joer dofir Zeit. Hat alt méget wegen e Mädchen solle verkleden. Mee, ma wissen, dass doch demals Blutline gängers, an dummer dass sie benutze spassen. Als ganze Mission haut geht am Fong engem bestimmte seng Blütlin, an die Verschwörung, die dummert verbonnen ass. Mee bis dass dir dat versteht, muss nach eng oder 2 Musike werden. Noch
nach immer ugeschnallt Radioara op de Frequenzen 103,4 an 105,2 an der Sendung an dann hummer grad vun denen 2 Glanzlichtungen vum Sigismund von Luxemburg geschwert, und zwar vun der enger Lichtung fir et bis op den Thron als römisch-deutsche Kaiser zu bringen, an dommer Chef vun half Europa ze sinn, an der anderer meester Lichtung fir 1437 oni männlech nokommen ze stirwen, wo mat an Tab d'Aristochalin vun de Luxemburger fertig wär, an dommert dem Haus eng Viehherrschaft am römisch-deutsche Reich och Flötegung. De Lützebäuer den lo bald 600 Joer drop och rëm e quasi europäischen Thronstitel krit, kann ich do kaum mat engem Sigismund vergleichen, weil den Neien et wahrscheinlich eichter gut fand hat, dass 4 Joer nom Sigis engem Dod die Lächt Herzogin aus dem Hause Luxemburg, Lützelburger Land und Franzose verkauft huet, und Maison de Valois-Bourgogne, die 40 Joer drop selber ausgestoven waren. Mit dat ass sicher, weil se demmals kein ESF-Schirm hatten, den sie het Kinden opwenken, weil sie kein männlich no kommen hunn. ESF steht dann fir ein Sohn fehlt. Wann et dat nämlich demmals scho giwie, da wären se aus ganz Europa kom fir zum Beispiel dem Sigismund dabei ze hëllefen, fir dat seg Frau boufkrit hat. Mit demmals hatten se am Viraus verstaan, dass sie die Boufdonner sowieso nie zrick bezuele kindten, an dat hosen se spätstens seit dem Wenzel II, och nach genannt Wenzel de Faulen. Op der anderen Seite bleiwet haut leider och zu bezweifeln, dass de Fortschritt vun engem Junker zu engem Büttel als formidabel ka betruecht gin. Wir hatten Definition vun Büttel jo well an enger vierrichter Sendung ziemlich belicht. Jedenfalls simmer no 40 Joer ënner Valois-Bourgogne, Sulus und Tapsbäuerhaus verfall, ënner dem dann och geschwun ënner Spanisch Herrschaft kommen, wie mer well fir der lechter Musik herausfund hatten. No eng klengen hin an hier an ganz kurz ënner Franzécher dun rëm ënner spanischer Herrschaft, ass dunnemol ziemlich dat ganz 18. Jahrhundert den eestreichschen Habsburger Heiland hei am Land gelandt. Für dunnewer 1795 rëm fir 20 Joer als Departement des Forêts und Franzosen zréck ze fallen. Do hat man so go den Numm Luxemburg verloren. Me 1806 gouf d'Eidstremischt Reich no bald 1000 Joer opgeleest an Hurra 1815 gouf Lützeburg beim Wiener Kongress endlichem als selbstständig retabléiert, und zwar des Keier als Großherzogtum an Member vum Deutschen Bund. Friede, Freude, Eierkuchen. Und das war so los Zeit ginn, weil Lützelburger hatten es definitiv satt mat dem ganzen hin an hier. Wah, ni Gott hin, ni Gott her. Komm, ni Geräuschleine man rein von dir. Hallo, Violin, Violier. Oh, bist du dich einfach ganz genossen mal her? Hallo, wie geh raus? Raus will! Aspirin, aspirier. Zuviel der Mittelcher der Zuckel du näher an ihr. Ah, Vitamin, Vitamir. Du schwätze wie Damme beim Schokolasknipperscher verzieh. Insulin, Insulier. Du Zucker gedacht nicht aus mir. Und überhaupt Benzin, Benzin. So Ben, wie wat wiest du dann nicht einfach mit mir? Routine, Routine. Und ich wusste, es gibt das schon Nosingen bei den Pier. Was? Dioxin, Dioxin? Du Ochs, kind du mal für Rundinger dir! Nee, Holiday in, Holiday hier. Da schlafen ich nach Lever und Bausen am Gewirr. Oh Mann, mit der Zinn, mit der Zehe. Wo sie wie ja gedacht, ich hast fertig, mein Mo schwer. Wo geht das hin? Wo könnt das her? Wie da der Plot? Ich geh ja blöd. Warte im Hin und Her.
kann natürlich mit auch. dem hin an hier dem Hund an nur allein getrennt. Da könnte ich mir Ja, oder wir lassen entsprechend aus. Wo geht das hin? Wo geht das hier? Wieder dem Blut! Gott, ihr blöd! Mit dem Hin und Her! Heroin! Du fühlst dich wie ein Held, und du warst Mensch an der Bier! Marschier. Ich stricke noch wie früher mit dem alle Geschirr. Ja, Musselin. Das war dann Freund von unserem Führer, der bringt mir mal ein Bier. Melamir. Ma Müller hat doch gern eng Salamange am Empire. Woff, ein Gardier. Trade aus mir zu eng geschkin oder Gardier. Geht du, Adrenalin. Mach mich nicht Rose, sonst könnte dein Fufier. Oh, so, Protein. Dass du frisch wie gekommen Per, das nicht von Hunger mehr fungiert. Saccharin. So, Karin, bring mal das Aqua, die Toten mal hier. Oh, Pap, Mandarin. Los für dich, den Mann nur an der Liste mal geschmiert. Wo geht das hin? Wo geht das hier? Wieder dem Blut. Ich geh auch blöd. Mit dem Hin und Her. Wann ich lift Carolier. Ich bin nicht klein kariert, mit meiner Frau voll ich mir. Karin. Du musst nicht auf der Karriere genetische Begehr. Oh, B, Rosmarin. Ich werde sie neben am liebsten mit der Werkel der Bier. Was als Margarine. Was nach mir de Badrobita so nicht wie avec plaisir. Ja, Koffein. Also, für Tage de Kaffee nicht mich quer. Termin. Der Klient muss an Kur, geht daneben 4. Alle, Paraffin. Ich mach dir nicht für ein Kerz, ein Krebschen abstehe. So de Mo, Pissin. Heuer der Schwein Pissin, nicht das Wasser mehr hier. Mein Jung, Kokain. Da das alles schnell vergesst. Guillotine. Das ist gut, ich gehe da hin, dann hast du aber ab mit dem Gebärels. Prima, Ballerin. Das Geball ist ein paar der Tür, als eine Menge Schnapsidee für dir, hä? Wo geht das hin? Wo geht das hier? Wie das nicht Blut? Es sprengt noch gleich die hier, alle hört dafür. Schick nicht nach eng Aspi. Bier geschält. So. Dat wär die Musik an der Sendung an dann Radio Ära, no der mir lo wie ugesot zum eigentlichen Thema vun dieser Emission kommen. Mir hofir gesinn, dass Lützeburg 1815 grademole selbstständig Großherzogtum ginnners, dat tun während 25 Jahre oder ein Deel 50 Jahre Member vom Deutsche Bund gouf, ze Summe mat Holland, Dänemark an Österreich, an och ze Summe mat de Preisen an all die klenge souveräne Fürsten an Herzogtümerer Stadtstaaten, iwwer auch Königreicher, am ganze wär mir zu rund 40. Den Zweck vun dem Bund wär fir an Europa fir Frieden an Ordnung zu sorgen, an trotzdem die 40 an engem Block zu Summe geschafft hun, wär d'Unabhängigkeit vun alle Memberen vun Ufang un garantiert. Wahrscheinlich war auch den Zweck von dem Bund den Norden für de Franzose vor links an op der anderen Seite für all die Forets aufzusichern. An richtig unabhängig aus Lützeburg relegt durch 1990 gin méi Eisgeschicht spielt lang fir run an dat bei 2 von den anderen Memberen am Deutsche Bund, bei als Kollegen also an zwar zu Nürnberg am Königreich Bayern, an den guten Deel vun der ganzer Verschwörung entspringt dem Großherzogtum Baden. 3 Joer ihr den Deutsche Bund mat eis entstanden ass, me wären nach grad fir kurz Franzosen immer nach mi kurzere Menker Spënjer wären,
a wärmer schon grad besanigt, dats immer Member am Bund gesinn ech weet net méi anzwoch ass jedenfalls 1812 e Bouf op d'Welt kom, de mat 16, also 1821 aus dem Neicht zweete Pengstag mittes gin 4 Rauer durch een Antriestiemchen an Stadt Nürnberg raggewackelt kom. Als Bauere Jung ugedoen ass en hin an hier getochelt wie e Panz verlist, huet iwwer net no soff gestunk, wär auch net offensichtlich verletzt, an hat de Brief am Grab adressiert und de Rittmeister vum 4. Eskadron zu Nürnberg. De Bouf kommt offensichtlich bald gut net goen, an ass dofir engem Bierger opgefall, déi grade Richtung Tiemchenen erwee wär. Weil de Reitmeester, den de Brief adressiert wär, net weit vum Tiemchen wäch gewunt huet, huet de Bierger de Bouf alt dohi gefauert. De Rittmeister wär grad net doheem, vu segem Personal huet sie raggelos an huet de Bouf dann fir die Police üblich frohe gestalt, wie zum Beispiel: a wie si mir dann? A wo komme mir dann hier? Schaffe mir der neppes der Wert, an so weiter. Ob all froh huet de Bouf scheef hein mat demselvichte Satz geantwort, an de wär: ech wëlle Reiter ginn, wie mei Pappe wär. Mi spéit bei der Vernehmung huet Personal ausgesot, de Jung wie immens mitgewircht, hätt immer op seg Futis Face gewissen, a wie wahrscheinlich ziemlich hungrig an duchtech gewircht. Sie hunn hier gefrot, ob neppes Zierse wild, an dems de Bouf hinnen erklärt huet, wild ger Reiter ginn wie sei Pappe wär, hun sie himmol fir sich halber auf Steckperz Bifteck ginn, den hinewer Ballen am Mund hat, direkt ugeekelt drem rausgespaut huet, wie bis gemerkt huet, dats et Fleech wie. A well sie gedurcht hunn mat de bësse Beier kimme fleiderem zou sich, hun sie himmen Humpe ginn, den de Bouf no puer Drëpsen iwwer och rausgespaut huet. Schwarz Brot a frischt Wasser, do hueten sich drop gestürzt, an dat huet dem Jimmy gut geschmerkt. Tja, wann sie him direkt vun Ufang gut no gelauscht hätten, dann hätten sie gewusst, dass hier ne Reiter wild gi wie sei Pappe wär, an das Pferd ke Fleech frissen an och ke Beier saufen. Alles, wat sie do no noch mat ihm opgefauert hunn, fir eppes gewurt ze ginn, hat gut ke wert. Hien huet heieren, oni ze verstoen, en huet gesinn, oni eppes mat ze kreen. En huet sich mat de Face beweegt, oni iwwer de mat goen ze können. Seng Spruch wären meeschtens Tränen, gescheiz vu Peng, unverständlich Tein, an natürlich sei regelmäßige Spruch, die rodet vielleicht schon, dass se wilde Reiter ginn wie sei Pappe wär. Da. Sie natürlich trotzdem ob Bemoliver gemerkt, dat den Bouf irgendwie eng mat der ganz schwerer Pan hat, und weil sie schließlich gemengt hun et fir just e wëlle Mënsch, hun sie hier den Molever bis an de Perdstall gefauert. Ihr Reitmeester sollt rëmkommen, an do huet hin sich direkt an Stree getesselt an ass fermen Schlof. En huet well eng Party Stunde geschlof, wie den Rittmeister heemkom, dann direkt an de Perdstall gung, fir de wëlle Mënsch ze gesinn, vun dem seg Kanner him grad beim Mukommen soviel komisches gezielt hunn, an dee loch nach ëmmer am Deif schlof, und sie hu probéierten zerwächen, se hunne gerisselt, hun gerappt, gestos, mir dat hat kei wert. Sie hunne vum Bodem opgehofer an probéiert op Face zu stellen, me hien huet weiter geschlof, wie wann e Schein dot wie, an huet sich nimmen durch seg Lieweshëtzt vun engem richtigen Dodjinnen erscheet. Endlich kruten sie hier werkrich, en huet dann opgemerk, huet sich ermuntert, an huet der Rittmeister senger flotter blinkiger Uniform gesinn, die him direkt gut gefall huet, an huet seine wilde Reiter ginn an so weiter vor sich ginn. Der Rittmeister hat de Bouf och noch nie gesinn, konnt grad so wenig mat dem Brief aufhenken, den am Grab hat wie an der Stadt dukommers. An no viele Froen huet der Rittmeister allerdings Äppes herausfand, und zwar wollt de Bouf anscheinend Reiter ginn wie sei Pappe wär. A well sos ausser ich wees net neich as him rauszekree wär, ass neich da nicht iwrig bliwen, wie d'Lesung vun dem Rätsel der Poli aus der Staat ze iwwerlossen, die sich an engems och hier bekëmmere sollt. Dummer tun sie hier do higefauert. De Wee bis du hinner wär over so Mer Dauer fir de Bouf eng Qual, an Policeibüro wären aussere puer niedrigsche Funktionäre noch e klengekoop Polizeizaldoten. De Polizeizaldoten ass dem friem Jong opgefall, dats et eng seltsam Erscheinung wär, bei der net direkt fust, a wat fir eng vun dee gängige Polizeirubriken ine sollt klasseieren. Sie hunne doch alt mat dee fir Polizeiäbechten übliche Formulärsfroe probéiert, wie zum Beispiel: Wie heescht hien? Wo ass hien? Fir wat ass hien hei? Wo ass sei Pass? An de Bouf huet op all froe Bäl ëmmer derselwicht geantwort, anzwer:
Ich will Reiter gehen, wie mein Papa war. Mit dem Satz vom Reiter gehen hat sich viel mich später herausgestellt, dass der Beruf damit gut keinen Sinn verbunden wird. Dass dat papageienartig gelehrt Teen wie bei engem Ära wären, Teen, die hierhin für alles gebraucht wird, für seine Vorstellungen, seine Emotionen, und seine Wünsche auszudrücken. Wohin überhaupt Druvie wussten anscheinend nicht, hat keine Ahnung. Hat auch nicht gefährt oder sich fremd gefühlt, hat sich nicht geschummt. Es war echt so eine Stumpigkeit wie bei deren, die Sache rundherum entweder gar nicht matt kriegen oder sie ohne Gedanken angucken allein stehen lassen. Ohne dass es sie irgendetwas angeht. Seine Tränen sagen so aus, wobei nimmer ob sein wackelig Face gewiesen hat, seine Hilflosigkeit, als sein kannericht Wesen hat geschwind Mattgefühl von der Polizeisoldaten fand. Allrum kommen Soldaten mit einem Stück Fleisch und einem Glas Bier, mir gerade wie beim Rittmeister am Haus, hätten sich dafür drüber gegruschelt, da wollte just Brot oder Frischwasser. Ein anderen Soldat hat ihm eine Münz gegeben. Dat huet de Bof gefreet wie klein Kant, huet mat gespielt an huet oft dabei Pärtchen gesot, an huet dabei Bewegungen gemerk, wie wann en Münzgif engem Pärtje wëllen unhenken. En huet sich am grosse ganze beholl wie e Kant vun 2 Joer am Kierper vun engem Jüngling. Die meescht vun de Polizisten wären sich just net richtig eens, ob sie hier fir e blöden Mülle sollen halen oder fir een Halle füllen. Den een oder anderen huet allerdings auch gemengt, et wie auch möglich, dass an diesem Bof feinde Betrugshändler gifstierchen, eng Idee, die sich nach der Japanisches bestätigt gefühlt huet, nämlich in der Sackefall viermal zu probieren, ob en da net Kind schreiben. Und tönt vierter Papaier für unhe gelöscht, sollte mal schreiben. Dat schenkt ihm Gefall zu hun, weil huet vierter mat net Manner wie ungeschick an de Grab geholt, an huet zu jeder engem segem Erstaunen mat fester leserlicher Schrift den Numm geschriven Kasper Hauser. Natürlich hun Flicken en lo weiter ugestalt fir och den Numm vun der Platz vorbeizusetzen, wo hier ass. Me hin et doch op neicht ernsteres gemerk wie hin de Satz mat ze deelen, Satz de mat ich will e Reiter gin aufhängt an mat wie mei Papi wär ophält. Well a priori sos neicht mam Hauser unzefänke wär, und sie de recht der Zeit iwwer los an hunn hien engem Polizeiknircht ginn, fir das denen an den Tiermchen sollt bringen, den Tiermchen, die fir Polizeiprisonnéier strummerten an so weiter do wär. Vom Büro bis dohin, dat hunn se no gezielt, wären ungefähr 1750 Schritt plus 94 Trepplicke bis rob an den Tiermchen. Hin ass en Webel bei all Schritt an Kette gang, an wie an der Arreststiftchen ukom wär, wo nach en andere Polizeigefägen als Gesellschaft hat, nun ass hin op segem Streesäg direkt schlof. A well lo grad schläft, kann ich kurz vu segem Brief erzielen, den hin am Grab hat, wie an d'Stadt Nürnberg raggetrollt kom. Brief an der Enveloppe, de mi langen, de war an der Rittmeester gerecht, mir et lo och nach en zweete kurze Brief dran, den well mat lateinische Buchstabe geschriwe war, an schließen die 2 kurz 4, no der Musik, so wie doch steht, mat alle Fehler, dabei sind da viel, die just gesagt, mir net unbedingt heiert. What happens? Wat as das? Et gibt eng Matière, et gibt eng Antimatière. Et gibt eng Justice, et gibt eng Antijustice. En de Teil as Antijustice. Wien as dat? Wat freng sau wat dat? Das froh. An darüber kriegen wir keine Antwort. Und dadurch ist der Prozess der blödste, dummste Prozess von der Welt. Weil es wird immer neben dem Deal geschafft. Es wird gesammelt und gekontourniert. Und dann immer die Partialität. Das tut mir zu viel. Ich hätte lieber ein Mickey Mouse. Der Frieden wäre in einem fremden Land schon lange demissionär. Wir leben in einer Demokratie, wir leben am Marienland, ne? Und der getan, die wird nicht gern, der ganze sitzen bleiben. An die Sozialistische Arbeiterpartei, ne? Ja, sind wir an Etat de Genuflexion für allem, ne? Und die meinen da doch matt, wie der Lux, die sammelt dann ein wenig kritisch, ne? Aber in Realität wird gesehen, dass gar nichts geschieht. Evil hat gar nichts. Sie dir der Meinung, dass die 2 do dat waren? Waren die dat?
Oder wie erklärt ihr euch den ganzen Zauber? Die zwei beschëllecht huet kee gemengt Kene, dat dohebert Mënneren vun der ganzer Operatioun do wären. Dat ass ganz klo. Wann net so ass wo setzt den dann? Den dat dann ordonnéiert huet a partir vun der Bas. Gibt uns doch iwwer Erklärungen. Dech sinn extrem Rosen an den Satz a dëfir merken Dossier zo, dann bedauren statt gonnet. Wie ass dat mat dem Text do? Guckt, mech huet ëmmer genervt, dat mech net nach Haut, dat den so eng vorstellt. Ja, an ich so mich auch, wat ich net mengen. An niemand zu mich an der Justizarbeit agramm. Ech de serieuen Tipp? Nee. An der streicht de Satz aus. Dat is jo e fré gravissim galt. Dat ass der Erkräbe wat leef zu zech. Mei wann ich het den Druck ausüben, dann hätte sicherlich ernstcht gemerkt. Wieso wat is so enke fir mich as wichtig. Datei am Land geriecht lo hier Decisionen. Ohne Prozeduren zu respektieren, und miss merken op Grund vun der Erbicht vun dem Prokureur. Das alles Quatsch, ne? Gravissim. Es ist just extrem erstaunt, dann so enger Väter as gemerken. Ich mengen, du geht einfach drin, hei alles futti zu machen. Also wann Loden Frieden nach immer und singen Zich kolleiert, da froh ich mich a Wertbringer Bananenrepublik mal sinn. Prokureur de Taget persinnig wie sehr Gesau hat. Alkier wann ich in Industrie beheinkommen, da geht alles ganz nervös. Ne? Entweder Politik oder de Parquet. Ne? Dat ist aber ganz inquietant. Du geht dann den Minister, den sich nimmer negativ dafür interessiert. Also ponderiert Leiit wie de Frieden, wost jo mengst den den Equiliber selber, en ennui am Equiliber. Ben de Mann dé gesäit an do gut ke Problem. Se ginn no gern Sarina bringen a froen, ob sie dabei wären, wie zu Burscheid, de Weekend an Blut geflünn ass. Do sitzen wir wirklich am Zentrum vun der ganzer Mëcht. Wir sind den Ote vun der Pappe vun der Attention! Ich hat viel lieber mir ginge gucken. Die net mussten sich mat der Sache als nesetzen Schwierigkeit vun großen Deler vun der Opposition. Fro ich mich op net an Ursache geben, ich weiß noch net we. Wir entbannen den 100,7 vun der Protektion des Sus. Wir frohen die anderen Fraktionen bei Bannen datselwich zu machen. Dat ist dat verdenkitas. Dafür müssten eigentlich die Missionäre. Hey, am Land werden wir richtig getickt. Ja? Surrealistisch. Ne? Genau, dass das Ding behind net Chalias dat soll ke uns erzähle kommen. Da kommt jo un Trick, wat der Prokureur seine Eierlichkeit gesucht huet, ganz Spitze vom Landwissen genau wat das wär. Ganz gravissieren. Demokratie get Prozedur gemacht. An den autoritären Regimen get Moise Merdauer arretiert en de Meelwal get exekutéiert. So geht het in Demokratie. Das pakken we aan de gemeen.
Wie ist das möglich, dass ein Minister überhaupt an dem Dossier liegt? Der Staat so viel zu verstoppen an dem Dossier. Und wenn des Accusés schenkt man immer mega Jahre, dann zu bei der Staat wissen zu sitzen. Sind davon ganz offen die Bescheid wissen. Die genau wissen, wie in der Pommel hast. Hier habe ich gemacht, da sind auch Renseignementer angezogen, sind auchEkutten gemacht, da sind verschiedene Listen verfolgt, wo aber kein konkretes Resultat dabei rausgemacht. Waren lauter der ganz brav, ja? Ich sehe kein Problem vor Raison d'État an diesem Moment. Jedenfalls bei mir ist es ein Vorkommen von der Sohn-Sicht. Da wurde tut was so nicht. Ne? Und die anderen, die haben es können den Hund sitzen. Die genießen, trinken lebhaft, ne? Schlafen gut. Ja. Aber ich finde wirklich von mir aus nichts zu verstoppen, nichts zu verheimlichen. Schweze frei von der Lehrer, so wie das am Gedächtnis sind. Ja, das ist ein hoher Liedchen. Wir fangen heute mit Reis, was du gelacht hast. Und das ist nicht normal. Und darüber gibt er noch den Medienskandal gemacht, le moment venu. Die sieht Schäferproppe angeschaltet an der Sendung an dann Radio Ära. A wie ugekönnecht lesen Jelo die Briefer, die den Kasper Hauser am Grab hat, wie en durch Perd mam Tiermchen zu Nürnberg an Städerer getrollt kom. Hei den Echten, den e bëssen mi lange. Von der Bayernschen Grenz, das Orte ist unbenannt, 1821. Hochwohlgeborener Herr Rittmeister. Ich schicke Ihnen einen Knaben, der möchte seinen König treu dienen, verlangte er, dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober, und ich selber ein armer Taglöhner, ich habe auch selber 10 Kinder, ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe, und seine Mutter hat nur um die Erziehung das Kind gelegt, aber ich habe seine Mutter nicht erfragen können, jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass mir der Knabe gelegt ist worden auf den Landgericht. Ich habe mir gedacht, ich müsste ihn für meinen Sohn haben, ich habe ihm Christlichen erzogen und habe ihm seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden. Und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt, und das Ort weiß er auch nicht. Sie dürfen ihm schon fragen, er kann es aber nicht sagen. Das Lesen und Schreiben habe ich ihm schon gelehrt, er kann auch meine Schrift schreiben, wie ich schreibe. Und wenn wir ihm fragen, was er werde, so sagt er, will auch ein Schwurliche werden, was sein Vater gewesen ist. Will er auch werden, wenn er Eltern hätte, wie er keine hatte, wäre er ein gelehrter Bursche worden. Sie dürfen ihm nur was zeigen, so kann er es schon. Ich habe ihm nur bis Neumarkt geweist, da hat er selber zu ihnen hingehen müssen. Ich habe zu ihm gesagt, wenn er einmal ein Soldat ist, komme ich gleich und suche ihm heim, sonst hätte ich mich von mein Hals gebracht. Bester Herr Rittmeister, Sie dürfen ihm gern nicht traktieren, er weiß mein Orte nicht, wo ich bin, ich habe ihn mitten bei der Nacht fortgefuhrt, er weiß nicht mehr zu Haus. Ich empfehle mich gehorsamst, ich mache meinen Namen nicht kundbar, den ich konnte bestraft werden. Und er hat kein Kreuzer Geld nicht bei ihm, weil ich selber nichts habe. Wenn Sie ihm nicht kalten, so müssen Sie ihm abschlagen oder in Raufhang aufhängen. Und dann den zweiten Brief, mir kurzen, den man in anderer Schrift, an nicht an der deutscher Schrift, mir mit lateinische Buchstaben geschrieben gouf, wo mich spät an besonders haut ever bekannt ist, dass die 2 Briefe von demselbigen geschrieben goufen. Das Kind ist schon getauft, sie heißt Kaspar, in Schreibnamen müssen Sie ihm selber geben, das Kind möchten Sie aufziehen, sein Vater ist ein Schwurliche gewesen, wenn er 17 Jahre alt ist, so schicken Sie ihm nach Nürnberg zu 6. Schwurliche Regiment, da ist auch sein Vater gewesen. Ich bitte um die Erziehung bis 17 Jahre, geboren ist er im 30. April 1812 im Jahr. Ich bin ein armes Mägdlein,
ich kann das Kind nicht ernähren, sein Vater ist gestorben. Das war den zweite Brief, den noch an der Enveloppe war. Nachdem es dezidiert wurde, dass die Polizei von der Stadt sich soll hier bekümmern, bis die Sache geklärt wird, sitzt den Hauser am Auffangemol am Prisonsturm. Polizeisoldaten haben sich mit ihm beschäftigt, und ob schon sie hier nicht unbedingt direkt wie ihre Schuschu behandelt haben, und sie aber Gott sei Dank ziemlich sehr herausgefunden und dezidiert, dass den Hauser kein Deier, kein Vollidiot wie, an von hinnen huet de Kasper du mat heem bei d' Familie geholl, wo hien am Haus kont wunnen, en normal Bett krut an mat de Kanner vum Polizeizahl dort kont spielen. Den Dach iwwer wär de Kasper oft Polizeibüro, sost do stundenlang Bodem nief de Muwen an huet mat zinge Pädercher gespielt an handéiert, die hien vun den Soldaten oder vu Visiteure krut, well et hunn sich immer méi Leiit fir de Kasperhauser interessiert. Sei werkrich sinn oder Schlofego wär komplett den natierlichen Ëmstän ugepasst. Wann du gefang huet deichter ze ginn und huet hien sich gelöchter geschlof. An sobal et hell gouf was hin opgestan. Et ass duergang, dat sinn ass engem Zëmmer d'Klapp Luet zo gemerk huet, so dats et deichter am Zëmmer gouf, dann huet hin ugefang mat schlofen. Wann en d'Luet anrem opgemerk huet, gouf hien direkterem werkrich. Wann mir eis erinnern, wat sie alles mat Team gemerk hunn fir werkrich ze kreien, wann geschlof huet, da kënne mag lewen, dats et net Trouble vun der Klapp Luet wär, die hier werkrich gemerk huet. All der ihre Schlofegängers hueten all seg Deieren an de ganze Recht, an et wär dies mat der Zeit de ganze Butig, scheefrein agepackt an ewäch geraumt, a Moies hueten se alle ausgepackt, so wie wann sie net Kinden op ihrer Platz bleiwen, wann hier net dabei ass. Am meeschten hueten am Sitze mat zinge Pädercher gespielt, die permanent mat allerhand gemëcht dekoréiert huet, dann immer dort töcht eng länger Zeit überlöscht huet, wie in die Sachen Kinder am beste verrickelen, fir se dann remal nicht op de Pädercher zu verdeelen. Und dat Getriffels ging stundenlang umsteck. Die Zeit an de nächste Wochen, wie den Hauser beim Polizeizahl dort daheim gewohnt huet den op Uweisung vum Bürgermeister et so arrangeiert, dass hier in dem Hauser konnt no gucken, wann den leng wär, ohne dass den dat konnt wissen. Hin huet festgestellt, dass de Kasper, wann en länger senger Kummer wär, sich ganz genau selwicht beholl huet, wie wann bei hinne wär, huet sich auch genauso viel Zeit mat segen Deiercher geholl, fir all seg Sachen zu tesselen, an auszupacken, genauso wie wann sie dabei wären. Remarkabler sucht den Ausdruck am Hauser segem Gesicht. Am Ufang fën den verschiedene Leiit ihre Rapporten, dass de Kasper een allgemeng Gesicht hat, an dass, wann hier schläft, se Gesicht bald eng komplett Ausdruckslosigkeit hat. E bëssen donno vun den op anderer Platz geschriven, dass beim Hauser die enge Halschend vum Gesicht komplett ernstcht ausgesäit wie die Äner. Wat hin also méi mat Leiit ze summen ass, méi Sache gesäit, wat hier méi Schwätze leiert, méi Gefehler huet, wat hier noch méi negene Gesichtsausdruck krit. Ass dat net interessant. In die vu kann du kee Kontakt mat kegem an neicht huet, de krit kee Gesicht. Wann dann op Welt las gelosket, da krit den eend. Anzwer so sehr, dass es total opfällt. Wer der Haifir un allem heiert, könnt aus den Niederschriften vun Anselm von Feuerbach, die sich mam Kasper Hauser nachdem se nächste 6 Wochen zu Nürnberg aufgin huet an Tant iwwer de Gehal huet. De Feuerbach war die ewig trichterliche Instanz vum ganze Bezirk an hat Tausersäch dofir och ënnert sich. Die Feuerbach war keen, den durch faul Tricker, durch Paltungszehen oder gut Relationen durchkommers, mir den längwinstigem Talent op der Platz sitzt, a vun alle juristische Branchen, nieft engem Savigny der Ruf als der bedeutendste Jurist von dem Jahrhundert hat. Gerade so wichtig an der Geschichte als dem Professor Daumer sei geschrieben, wat auch aus echter Hand könnt, an den sich am meisten am Hauser beschäftigt huet an der Zeit von 1823 bis 1833, aber bei dem den Hauser auch eng gut Zeit gewohnt huet. Den Daumer war nach richtige Mënschefreund, wer als Professor am Lycée vun Nürnberg finst engem Problem mat den Ären eng Zeit krank gemeldt, konnt sich dofir Zeit holen, fir sich den Hauser zu bekümmern, den mal opzupäppeln an him dat elementärst beizubringen. An der nächster Sendung an dann heiert ihr da weiter vom Kasper Hauser segem weh. Wir gucken als da kurz die Leidun, die am Hauser segem zweite Liewen an eventuell auch aus segem echten die größte Rolle gespielt hun, gucken iwwer den einen oder anderen doktisch Rapport, mir schwätze vom Hauser segem Prisung als Kant,
dats hien am Deichtre gesäit, a vu segem Wee op Nürnberg. Mir kucke wie den Hauser probéiert, der Kerz beizebringe fir mat de Patten ziessen, a probéieren herauszufannen, fir wet die Zwo-Theorie gëtt. Also die vum Kant, dat vu Klängen mun agesperrt, aben bis 16 Joer vun allem wäschgehale giwie, an die aner Theorie, dats de Kasper e Betrugshändler, wofir bis hannen e komplette Simulant wie, a fir wät déi Gegentheorie nach immer gefiedert gëtt, bis haut. An der Affaire spielt an Eiserzeit de gute Stefan Aust vum Spiegel enker eng ganz knaschtig Hauptroll, so wie hien dat regelmäßig fertig bringt. Ich erinnere do an den Fall vun der Estonia, wo hier mat alle Mittel verhindere wollt, dass nom Wrack getaucht an do gefilmt sollt gin. Dat war die Fähr die Demos mat viele Leiit ënnergäng ass. Frodemol Jutta Rabe, dat dodurch beim Spiegelsinger Wegängers, weil hat dat wär, dat Taucher wollt losen, an dat noch gemach huet. Weil ma es haut an der Sendung schon soviel am deitsche Raum beweegt hunn, spielen ich nach en klenge Viertrag vum Andreas Popp, e Beitrag, an dem hier nicht erklärt, werdet eigentlich mat de Verschwörungstheorien op sich huet. Ich grüße Sie. In unserer schnelllebigen Zeit findet eine exakte Kommunikation selbst bei elementaren Themen kaum noch statt. Wie aber wollen wir verhindern, dass der viel zitierte Karren nicht komplett im Morast des verfehlten Systems versinkt, wenn wir offenbar nicht einmal klar und konstruktiv miteinander sprechen? Die vermeintlich entscheidungsbefähigten Personen der Wissenschaft oder Politik scheinen eher nicht bemüht zu sein, weitgehend interpretationsfrei zu argumentieren. Im Gegenteil. Damit würden sie sich klar positionieren, anstatt sich alle Türen für einen Rückzug offen zu halten. Eine exakte Definition von Begriffen ist jedoch eine unverzichtbare Grundlage für eine konstruktive Kommunikation. Stattdessen aber werden bestimmte sinnvolle Vokabeln mit geistigen Viren belegt, um ihren aufklärenden Charakter zu vernebeln. Diese Bezeichnung stammt aus der Memforschung und beschreibt eine tendenziöse oder sogar falsche Zuordnung des Sinnes bestimmter Worte. Durch diese Fehlbestimmungen kann man sachlich betrachtet vernünftige Vokabeln virusartig so in die Bevölkerung infiltrieren, dass sie nicht nur ihren Sinn verlieren, sondern sogar einen regelrechten Negativreflex beim Empfänger auslösen. Mir fällt auf, dass in Talkshows, Bundestagsdebatten, Medienveröffentlichungen, selbst in alternativen Internetblogs usw. Permanent mit diesen Vokabelwaffen gearbeitet wird, um Gegner zu diskreditieren. Ich möchte mich heute einer modernen Vokabel widmen, die als klassisches Beispiel für eine Diffamierung von freidenkenden Menschen herangezogen werden kann. Es geht um die Verschwörungstheorie. Neulich sprach ich vor einer recht versierten Zuhörerschaft, bestehend aus erfolgreichen Managern, Wissenschaftlern und Politikern in Nordrhein-Westfalen. Meine in den meisten Fällen sehr überlegten Aussagen und Begriffsverwendungen führten auch dort zu Zwischenfragen. Das freut mich natürlich sehr, denn dadurch bin ich in der Lage, meine genutzten Vokabeln immer wieder zu erläutern. Mir liegt es fern, mich über andere Menschen zu erheben und zu behaupten, ich könne jeden Begriff final definieren. Aber ich kann den Anspruch für mich erheben, nur wenig unüberlegte Vokabeln zu nutzen, was natürlich auch nicht immer gelingt. Im Rahmen des genannten Vortrags sprach ich unter anderem über viele Indizien, die aus meiner Sicht auf einen EU-Lobbyismus hindeuten. Als ein Zuhörer meine Aussagen als Verschwörungstheorie bezeichnete, freute ich mich über diese konstruktive Anmerkung und bedankte mich dafür. Dabei bemerkte ich jedoch eine leichte Verwirrung seinerseits, was mich veranlasste, den Begriff Verschwörungstheorie näher zu erläutern. Wir haben es mit einem zusammengesetzten Substantiv zu tun. Erstens Verschwörung, zweitens Theorie.
Zum Begriff Verschwörung findet man in Wörterbüchern und Lexika zusammengefasst die Definition von gemeinschaftlichen Wirken zu einem geheimen, illegalen oder illegitimen Zweck. Denken wir zum Beispiel an die Verschwörung so mancher Eltern gegenüber kleinen Kindern, wenn sie ihnen einen Weihnachtsmann vorgaukeln. Hier werden natürlich keine illegalen oder illegitimen Zwecke verfolgt, aber ein gemeinschaftliches, geheimes Wirken ist es allemal und somit eine Verschwörung. Eigentlich ist unser ganzes Leben mit Absprachen und Verschwörungen gespickt, durch die man andere Personen zu täuschen versucht, wenn man einmal in Ruhe darüber nachdenkt. Das kann zum Beispiel in der Firma gegenüber Konkurrenten sein, aber auch im privaten Bereich, wenn sich zum Beispiel Freunde vorher absprechen, bevor sie sich mit anderen unterhalten. Den zweiten Begriff Theorie kann man in diesem Zusammenhang als Modell der Realität bezeichnen, welches auf Beobachtungen, Indizien bzw. Prognosen basiert. Um das Beispiel des Weihnachtsmanns zu vervollständigen, gibt es sicher Kinder, die ein geheimes Wirken der Eltern, also eine Verschwörung, vermuten und diesbezüglich ein Modell der Realität, also eine Theorie aufstellen. Definitionsgemäß kann man diese aufgeweckten Kinder als Verschwörungstheoretiker loben. Warum aber löst der Begriff Verschwörungstheoretiker bei den meisten von uns eine eher ablehnende Assoziation aus? Offenbar haben wir es mit einem memetisch belegten Substantiv zu tun, also mit einem geistigen Virus, wie ich es eingangs schon sagte. Unsere Welt ist voll von sichtbaren und versteckten Memen, was eine exakte Kommunikation stark erschwert. Die Möglichkeit einer Verschwörungstheorie sollte ein wesentliches Element einer jeden seriösen Forschung sein. Schließlich könnten vermeintlich bewiesene Behauptungen auch auf Interessen bestimmter Lobbyisten beruhen, die damit neue Märkte entwickeln wollen. Schließlich unterliegt unsere Wirtschaftsordnung einem Wachstumszwang, den wir immer wieder kommunizieren und anmahnen. Im Alltag kenne ich viele Verschwörungstheoretiker, die sich selbst gar nicht als solche verstehen. Wenn zum Beispiel kurz vor den Feiertagen die Tankstellen flächendeckend ihre Preise erhöhen, unterstellt man den Ölkonzernen eine geheime Preisabsprache mit illegalem Zweck, also eine Verschwörung. Diese allein auf Indizien und Annahmen basierende Vermutung ist ohne Beweise natürlich reine Theorie. Wir haben es also auch hier wieder mit einer Verschwörungstheorie zu tun und die lässt man schnell erkennen, wenn man die Frage stellt, cui bono, wem nutzt es? Gemäß dieser kurzen Begriffsbestimmungen müsste also jemand, der kein Verschwörungstheoretiker ist, daran glauben, dass der Weihnachtsmann real existiert und die Ölkonzerne nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre kommerziellen Interessen zu verfolgen. Er müsste quasi alles glauben, was man ihm erzählt, da er ja keine Verschwörungen vermuten darf. Gehen wir nun einen Schritt weiter und legen den Finger etwas tiefer in die Wunde der schlampigen Vokabelnutzung. Stichwort 9/11. Der Abschlussbericht der US-Administration zu den Terroranschlägen ist eine Sammlung von Indizien und Teilbeweisen, die eine Verschwörung eines Herrn Osama bin Laden und diverser Mitwirkender belegen sollen. Angesichts der unklaren Beweislage muss man diesen Bericht selbstverständlich als Theorie betrachten. Insgesamt handelt es sich also um eine von Nachrichtenagenturen und Regierungen verbreitete Verschwörungstheorie. Demgegenüber gibt es natürlich auch andere sachverständige Personen, wie zum Beispiel die aus über 1000 Architekten und Ingenieuren bestehende Vereinigung, und die heißt Architects and Engineers for 9/11 Truth, die bei der Auswertung der Indizien und Teilbeweise zu ganz anderen Verschwörungstheorien gelangen. Wichtig ist dabei nur zu erkennen, dass meist mehrere verschiedene Theorien der Verschwörung konkurrieren. Ein bitterer Beigeschmack tritt nur dann auf, wenn eine der Parteien den Anspruch darauf erhebt, andere mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker diffamieren zu dürfen, auch wenn dieser Begriff natürlich zu Unrecht negativ besetzt ist. An dieser Stelle spätestens muss sich die Seriosität
der offiziellen Organe hinterfragen, die ihre eigenen Verschwörungstheorien nicht als solche bezeichnen wollen. Die Reaktionen dieser Machtelite verstärken wieder einmal den Verdacht, dass man weniger an einer Aufklärung der Sachverhalte interessiert ist, als vielmehr an der Installation bestimmter Dogmen. Aber das ist ja natürlich schon wieder eine Verschwörungstheorie. Neben den sogenannten Verschwörungstheoretikern gibt es auch eine ganze Branche von Verschwörungsleugnern. Ein Verschwörungsleugner ist jemand, der behauptet, dass ein Ereignis nicht das Resultat einer Verschwörung ist. Eine Beweisführung, dass es etwas nicht gibt, ist allerdings grundsätzlich schwer bis unmöglich. Diese Branche hat sich offenbar in der vom Mainstream geprägten journalistischen Zunft entwickelt, die somit eher wenig zur Transparenz der tatsächlichen Sachverhalte beiträgt, sondern stattdessen die gelegten Nebelkerzen der Verwirrung energetisch versorgt. Übrigens, wenn jemand überzeugt ist, dass sich die großen Presseunternehmen nur der objektiven Berichterstattung verpflichtet fühlen und dabei sogar kommerzielle Vorteile ignorieren, da sie ausschließlich der Wahrheitsfindung dienen möchten, darf sich getrost als Nicht-Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Das gilt natürlich auch für viele Mitbürger, die glauben, dass zum Beispiel alle Bundestagsabgeordneten nur das Wohl des Volkes im Visier haben und sich niemals im Interesse ihrer Karriere in Hinterzimmern zu Entscheidungen hinreißen lassen würden, von denen sie eigentlich nicht überzeugt sind. Die Vermutung und Untersuchung von möglicherweise geheimen Absprachen und Täuschungen, früher nannte man diese Arbeit übrigens investigativen Journalismus, sollte wieder zu der Reputation gelangen, die sie verdient hat. Andernfalls berauben wir uns wesentlicher Gedankenprozesse und verhindern eine bestmögliche Annäherung an die Wahrheit. Der Vorteil von Verschwörungstheorien ist übrigens, dass man Theorien bei neuen Erkenntnissen jederzeit nachbessern oder auch widerlegen kann. Wir sollten uns dringend besinnen und innehalten, wenn wir das nächste Mal die Vokabel Verschwörungstheoretiker vernehmen. Denn der so bezeichnete könnte tiefgründiger sein als der Sender, der die Vokabel als Totschlagargument oder Abwehrreaktion verwenden möchte. Wir sehen also, wie wichtig Begriffsbestimmungen sind, um seine Mitmenschen nicht zu diskreditieren. Da gibt es viele moderne Vokabeln, die zu definieren wären, zum Beispiel Antisemitismus, Extremismus, Freiheit, Humanismus, Nationalismus, Regionalismus, Pazifismus, Radikalität, Rassismus, Souveränität, Wahrheit und so weiter. Wie wollen wir sonst eine konstruktive, friedliche Kommunikation führen? Oder ist das nicht gewünscht? Ups, da taucht ja schon wieder eine Verschwörungstheorie am Horizont auf. Ich bekenne mich hier ganz offen zu dem Begriff Verschwörungstheoretiker. Denn alles andere empfinde ich entweder als naiv im Falle der Nicht-Verschwörungstheoretiker oder als überheblich im Falle der Verschwörungsleugner. Wenn ich unvoreingenommen forschen will, und das ist meine Intention, muss ich sehr vorsichtig mit dem Begriff Wahrheit umgehen. Denn ich weiß, dass ich niemals alle relevanten Indizien oder Beweise kennen kann, die mich zu meinem derzeitigen Weltbild führten. Meine Erfahrungen lassen mich vermuten, dass wir als Bürger zum Beispiel politisch auch von Personen gesteuert werden, die nicht ihre Identitäten in den großen Medienanstalten offenbaren, sondern im Rahmen von Verschwörungen im Hintergrund agieren. Denken wir nur an die leidige sogenannte Finanzkrise, die ja bekanntlich ein Systemdilemma ist, wie wir in der Wissensmanufaktur immer wieder aufzeigen. Die großen Medienanstalten lassen nicht erkennen, dass sie die wirklichen Ursachen hinterfragen wollen. Vielmehr beschreiben sie das Herumdoktern an Symptomen, das mit mathematischer Präzision nicht funktionieren kann. Viele ausgeleuchtete Köpfe, auch der offiziellen Wissenschaft, beweisen immer wieder, dass die eingeschlagenen Wege zu einer Verelendung führen müssen. Ich habe den Verdacht einer Verschwörung der amtierenden Machtinhaber, um alternative, den Interessen der Menschen dienende Modelle nicht an die Mainstream-Öffentlichkeit kommen zu lassen. Beweisen kann man das natürlich nicht, ohne vorher eine Verschwörungstheorie aufzustellen.
Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Selbstzensur als Folge der von uns so oft beschriebenen pluralistischen Ignoranz, die dazu führt, dass der Plan B, zum Beispiel der Wissensmanufaktur, in der veröffentlichten Meinung kaum diskutiert wird. Wenn wir die Machtfrage nicht stellen, sondern nur naiv an die Systemprobleme herangehen, werden wir sicher wenig erreichen. Wer nicht über das Abstraktionsvermögen verfügt, sich machtbesessene Personen vorzustellen, die im Rahmen von geheimen Absprachen zumindest in Kauf nehmen, den Menschen Schaden zuzufügen, der ist aus meiner Sicht wenig geeignet, eine zielgerichtete Veränderung einzuleiten. Leider ist keine wirkliche Zivilcourage gefragt, wenn es darum geht, das Fähnlein in den Wind des Mainstreams zu hängen. Wer sich jedoch traut, eine vermutete oder ermittelte Verschwörung zu benennen, der wird von den Verschwörungsleugnern generalstabmäßig in seiner Reputation demontiert, während die Masse der Bürger den Vorgang einfach ignoriert. Unsere hektische Welt überfordert sehr viele Menschen. Burnout und Depression sind zur Volkskrankheit mutiert. Die meisten noch funktionierenden Personen halten offenbar am veröffentlichten Weltbild fest, denn auch sie sind leistungsmäßig oft am Limit. Könnte das nicht der Grund sein, warum aggressive Verschwörungsleugner heute auf eine ähnliche Weise Verschwörungstheoretiker rufen, wie man früher Ketzer rief? Vielleicht lässt ein gewisser Selbstschutz, eine Neuordnung der eigenen vermeintlich heilen Welt nicht bei jedem zu, egal wie erdrückend die Beweislage auch sein mag. Es sollte der Normalfall sein, ermittelte Theorien einer Verschwörung seriös zu diskutieren, denn dadurch könnten auch viele verfahrene Situationen transparenter werden. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, Ihr Andreas Popp. So, an dat wäret dann fir haut mat der Sendung an dann Nummer 31 an mat all dee Preisen. Ich hoffen huet eich all de bësse gefall. Wa ja, da könnt ihr den nächst Keer lauschteren wann 5. Dünstiger Mond gëtt, dat ass an diesem Fall den 20. Dezember. Wann nee, ja, dann mach geiert dich den 20. an ihrem Erinnerungsvermegen. Peters dat dann 6:30 de Radio op Keefall ophakt. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Don't stop shining. Don't worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy. Worry, be happy.